Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Wieder mal komplett spät, es ist 12:30, ich habe morgen 3, ich bin absolut tot. Aber es gibt ein schönes Update. Ich weiss nicht, ob ihr gerade die Videokamera, also ob ihr gerade das Video dazu schaut. Seht ihr auf meiner rechten Seite? Leute, das ist eigentlich ein crazy Update. Für die, die gerade nichts sehen, da ist der Gashi, mein Hase, der eigentlich bei meinen Eltern wohnt. Und bei mir in der Ferien ist, willst du mir etwas sagen? Bro? Haben wir jetzt Schnaufen gehört? Das ist ja lustig. Kannst du mal schnaufen? Ich weiß nicht, was gehört. Auf jeden Fall, er ist gerade bei uns in der Ferien, beim Can und mir. Weil meine Eltern, die gehen weg für ein paar Tage. Ich weiss actually gar nicht, woher. Ich glaube, irgendwo in der Schweiz. Auf jeden Fall, braucht es natürlich jemanden, der da für ihn sorgt, weil er ist ja gerade so, also er ist ja noch ein Spezialfall. Also für die die letzte Podcast oder vorletzte Podcast-Folge gehört haben, ich habe so ein bisschen erzählt, dass er so ein bisschen Äugli-Problem hat und so, gell? Oh, das ist so cool, dass er einfach da ist. Oh mein Gott. Jetzt könnt ihr ihn einfach mal live miterleben. Also ich weiss jetzt nicht, ob er da die ganze Zeit vor der Cam chillt. Sonst kommt er dann immer mal runter. Also ist schon ein Stubenhase. Für die, ich erzähle jetzt einfach mal ein bisschen, für die nicht wissen, was ich da erzähle. Also das ist der Gashi. Wir hatten ja ursprünglich 2 Häschen gehabt. Das eine ist jetzt auch frisch verstorben, sage ich mal, gerade im Mai. Der lebt eigentlich eben, wie gesagt, bei meinen Eltern daheim als Stubenhase, auch wie unser anderer Hase, obviously. Und also was bedeutet Stubenhase? Der lebt halt bei uns in der Stube, der wohnt nicht in einem Keg oder irgendwie draussen oder weiß auch nicht, sondern hat halt, ja ich weiss nicht, das seht ihr jetzt nicht, aber rechts da jetzt hat sie so ein Kistchen, wo er sein Geschäft verrichtet und unten hat sie so einen Teppich und noch so Essen und Trinken und sonst eben ist der sehr menschengewöhnt. Ich glaube, ihr seht es schon, er ist da richtig am Geniessen, Alter. Oh, du Schnucki! Genau, ja, und läuft da gern hin und her. Und ich finde es so cute. Eben, er ist jetzt da in der Ferien. Und also, ich weiß auch nicht, irgendwie, ich war so sad gewesen, jetzt, seit er das mit den Augen, also ja, er hat eben so ein bisschen Probleme mit den Augen. Man weiß noch nicht genau, was das Problem ist, aber es kommt halt die ganze Zeit Schleim raus und man muss halt mehrmals am Tag den Schleim rausspritzen und im Medikamente geben und so. Darum braucht er eine Spezialpflege und kommt zu uns. Und meine Geschwister, die haben halt nicht so viel Zeit. Sie sind nicht den ganzen Tag weg so. Und man muss halt wirklich mehrmals am Tag das machen. Und bei mir läuft das mit dem Studium. Der Can ist selbstständig, von dem her er ist eigentlich wirklich hauptsächlich daheim, darum geht das. Ja. Und jetzt ist er da bei uns in der Ferien. Ich sage Leute, es macht mich so glücklich. Wirklich irgendwie so. Er ist jetzt erst ein paar Stunden da, aber schau mal das herzige Wesen. Ich weiß gar nicht, seht ihr es? Es ist schon hure hell. Er ist so weiss, er geht hure unter mit der Wand hin. Aber warte, vielleicht so, ja. Ich weiß nicht. Oh, du machst mich so glücklich. Weil da kommst du da rein und es ist einfach lebendiger als vorher. So, weil sonst ich ja nur mit dem Can und dann ist einfach ein Tier da. Das ist so toll. Ich habe jetzt gerade heute bin ich auf dem Studium heimgekommen. Heute ist zwar Sonntag, also ich habe ja das Wochenende gleich Schule gehabt, das erzähle ich dann nachher noch. Und dann kommst du einfach heim und ein Häschen chillt da. Oh mein Gott. Ja, also ich brauche unbedingt Haustier, wenn ich erwachsen bin, wirklich ganz, ganz dringend. Schau, jetzt putzen sich. So, du bist so herzig. Hör doch auf, so cute sein. Ich muss meinen Podcast aufnehmen, Mann. Genau, das ist so ein bisschen ein Update. Er ist jetzt für 5 Tage bei uns, eben von heute Sonntag bis, insgesamt 6 Tage, bis am Freitag. Genau. Und dann haben wir einfach ein kleines Baby hier. Ja, voll. Ja, nein, ich bin wirklich, Alter, so richtig, richtig happy. Genau. Und sonst so im Leben, ich erzähle dann nachher noch ein bisschen. Alter, du lenkst mich so ab, aber ich bin gleich froh, dass du da bist. Jo, manchmal knurrt er eben auch ein bisschen. Wenn so, er hat es zum Beispiel nicht so gerne, wenn du so die Hand anstreckst. Warte mal, ich probiere mal. Nö. Genau, was halt auch noch ist, seine Zähne. Er hat ja wirklich keine Vorderzähne mehr. Weil er da einen Beissfehler hat, also ein verstelltes. Ja, ich erzähle es schon zum 100. Mal. Die es schon mal gehört haben, die denken sich jetzt, Alter, hier mal in die Fresse. Er hat wie einen Kreuzbiss und darum hat man seine Zähne entfernen und er hat nur noch seine Hinterzähne, aber die funktioniert auch nicht gut, darum muss man ihm das Essen halt
ultra klein raffeln. Also er ist ein sehr Luxushase, aber wir lieben dich trotzdem. Ja. Genau. Aber ich habe wieder mal einen Kommentar rausgesucht. Ich habe ja immer noch das neue Format, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, wo ich immer einen Kommentar von der letzten Podcast-Folge suche auf Spotify. Du da die Person grüßen und ihr dann meistens immer noch eine Frage dazu schreiben und dann auch die Frage dazu beantworten. Und dann mal, oh Gott, du hast ja nicht mal einen Namen. Oh nein. Also es ist so ein verkehrtes Fragezeichen und nachher ein Smiley. Und du hast ein geiles Profil mit einem Schmetterling. Aber ich tue es jetzt, ich grüße dich auf jeden Fall. Und dein Kommentar war, ich finde die Länge vom Podcast perfekt. Das freut mich. Jetzt ist dein Podcast fertig und die Mittagspause gerade auch. Ich finde auch cool, dass dir so Mühe ist. So herzig. Dankeschön. Aber eine kleine Frage. Wie bringst du alles unter einen Hut? Unterstützt dich da mit dem ganzen Social Media noch andere Leute oder ein Team? Oder machst du das alles allein? PS, ich freue mich immer auf das Tonstück. So cute! Im Fall, ohne Witz, so viele herzige Kommentare. Richtig, richtig cute. Danke wirklich für jeden Einzelnen. Und zu deiner Frage. Jein, ich habe jetzt nicht ein crazy Team von da, so ein Natti-Style-Team. Also, man muss sich nicht so vorstellen. Ich mache grundsätzlich schon alles alleine. Ich habe gewisse Menschen, die mir teilweise so ein bisschen helfen. Ich würde mal anfangen mit meinem Manager, der macht halt mein ganze, also der schaut halt basically, dass ich Cash verdiene. So. Ich bin eigentlich für den Kreativ-Part zuständig, sage ich mal. Also ich habe ja einen Podcast da, obviously. Dann habe ich einen YouTube-Kanal, wo ich momentan gefühlt nichts mache, wegen dem Studium, yay. Aber den hätte ich eigentlich auch. Und dann halt eben auch Instagram und TikTok. Das ist schon momentan, sage ich mal, fast, also ja, Podcast und TikTok und dann in dem Sinne auch Instagram, wenn ich das reposte, ist schon so momentan das Main-Ding, das ich so zu tun habe, wo ich neben dem Studium noch regelmäßig arbeite. Genau, aber ihr wisst ja eben, dass YouTube will ich eigentlich schon wieder anfangen. Aber auf jeden Fall eben ist mein Manager dafür da, dass ich mein Cash verdiene und das bedeutet, dass es Firmen gibt, die mit mir zusammenarbeiten wollen. So verdiene ich ja hauptsächlich mein Geld. Also für die, die es nicht wissen, in der Schweiz verdienst du rein mit TikTok gar nichts. Also eigentlich zum Beispiel in Deutschland ist es ja so, dass du, wenn du ein TikTok aufladest, je mehr Reichweite das hat, dass du auch mit dem kannst Geld verdienen. Und in der Schweiz kannst du kannst 20 Millionen aufrufen und du wirst keinen Cent verdienen. So, das juckt TikTok gar nicht, dass wir auch in der Schweiz da nicht verdienen. Und darum verdienst du als Influencer in der Schweiz nur mit Kooperationen, indem du mit Firmen zusammen arbeitest. Und bei mir läuft das normalerweise so ab, dass die eben mir ein Mail schreiben. Und das geht eigentlich direkt an meinen Manager. Also ich bin nicht für die Kommunikation zuständig. Ich wäre auch komplett aufgeschmissen, weil ich halt einfach, also I don't know, ich bin scheiße im Verhandeln. Also ich wäre hure ein People-Pleaser. Also ich würde so einen Vorschlag machen von 1 TikTok so und so viel. Und sie sind so, nee, wir zahlen um so viel. Ich wäre so, okay, dann halt. Und mein Manager, der sorgt da, also der ist hure gut, der ist krank. Der sorgt da für eben Verhandeln und der schreibt täglich Mails. Ich hätte gar keine Zeit für das. Macht Calls, ist für Calls zuständig mit den Firmen, macht was macht er noch? Rechnungen. Teilweise also schreibe ich für gewisse Anfragen, wenn ich mit Firmen zusammen arbeite, Konzeptideen für meine Videoidee und der tut sie dann auch so ein bisschen schön gestalten, sage ich mal. Ja, was macht er noch? Er begleitet mich manchmal bei Sachen, wenn wir zum Beispiel mit Firmen so ein Treffen haben oder irgendwie so. Voll, aber er ist wirklich sehr im Hintergrund, also ist jetzt nicht etwas, was ich auf Social Media so zeige. Darum ja, ist das vor allem im Hintergrund. Was habe ich vergessen? Macht er noch mehr? Ja, schon mainly das. So, eben die ganze Kommunikation eigentlich. Oh, der Gast ist gerade hinter die Couch gegangen. Ich hoffe, der kommt wieder raus. Bre, lebst du noch? Hoffen wir es. Ja, dann habe ich zum anderen eine Katrin. Grüße gehen raus. Also Katrin für meine Podcast-Clips. Es kommen ja immer... Doch, ist wieder raus. Es kommen ja immer Clips online. Jetzt neuerdings 3 bis 4. Pro Podcast-Folge auf dem 9-Pause-Account auf TikTok und auf Instagram. Und sie tut die Clips schneiden, alle zusammen, und dann die auch posten. Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich diesen Part abgeben konnte. Ich muss teilweise gleich noch, also ich mache gleich auch noch Sachen, also ich tue den Podcast zum Beispiel selber schneiden.
ich tue andere Sachen, also zum Beispiel so die Bilder, Slides, das ist ja jetzt auch neu, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt. So, es kommt eben so der Titel vom Podcast als Bild und dann kann man so swipen und dann kommen dann so ein bisschen die Bilder. Also, falls ich jetzt, also alles, was ich jetzt in dieser Podcast-Folge euch erzähle, über gewisse Momente, Sachen, die passiert sind von dieser Woche, das seht ihr dann in diesem Slide bildlich, oder? Voll. Es ist für das. Das sind eigentlich schon so meine 2 Main-Menschen, wo ich daily in Kontakt bin und wo mir sehr viel Arbeit abnehmen. Und sonst habe ich, ja, zählt das, mein Buchhalter. Ist jetzt nicht so das daily Ding, aber ich bin sehr froh, dass er das für mich übernimmt. Willst du aufhören, Gashi? Ja, voll. Ja, das sind meine 3 Menschen, das mache ich alles allein. Genau, ich hoffe, dass ihr deine Frage irgendwie beantwortet. Auf jeden Fall danke für den Kommentar. Falls ihr auch mal wollt, dass ich einen Kommentar verlese, dann schreibt einen Kommentar. Yeah. Ja, was gibt's noch, Bro? Funny Moment von der Woche. Bro, okay, ich muss schnell sagen, ich habe recht lang überlegt, welche das könnte sein. Und ich habe halt immer einen so im Hinterkopf gehabt und bin mir dann so gewesen, nee, den kannst du nicht erzählen. Ich habe ja schon vorletztes Mal ich die Story mit dem Furz erzählt. Und ich habe mir dann gedacht, da kannst du nicht nochmal so eine Story bringen, das ist irgendwie ein bisschen... Aber wir bringen sie gleich, weil ich muss schon sagen, es ist halt schon... Es ist einfach embarrassing. Ich glaube, das ist so ein Moment, wo ich einfach wieder mal minus 20 Aura-Punkte einfach mal kassiert habe. Nein, wirklich, oh mein Gott. Also kurz vorab, der Can und ich, wir sind ja schon relativ lang zusammen. Es ist eigentlich, wir haben gar keine Hemmungen voreinander, eben auch wenn wir furzen, das ist mehr auch funny. Aber es hat jetzt letztens einen Moment gegeben, wo ich wirklich mal wieder einfach einen Moment gegeben, wo mir richtig peinlich war vom Can. Also wo ich so gedacht habe, nein Bro, das ist einfach eine Nummer zu viel. So das, auf jeden Fall, wir sind so, ich weiß gar nicht, sind wir das am Ready machen gewesen? Wir sind irgendwie im Stress gewesen. Ja, wir sind ans Zürich Filmfestival gegangen, haben das so schön müssen machen, bla bla bla. Ich habe mir vorher noch Reis aufgewärmt, den wir im Kühlschrank hatten, der 3 Tage alt war. Und falls ihr es nicht wisst, ich sage es euch jetzt, esset kein Reis, der schon 3 Tage im Kühlschrank steht, weil ich weiß gar nicht, was das genau das Ding ist, aber ich glaube, es bildet sich Bakterien, irgendwie so. Auf jeden Fall löst das etwas aus, wenn ihr wisst, was ich meine. Und wir sind so voll uns am Ready machen gewesen. Er ist so im Badzimmer gestanden, hat so seinen Bart rasieren. Also beziehungsweise er hat schon so den Lumpen da drauf gehabt, weißt du, so den Warm, um so Poren öffnen. Und ich merke so, Bro, in meinem Bauch es entsteht etwas und ich weiß nicht, kennt ihr das? Sorry, ich muss jetzt schnell voll in die Tiefe da greifen, schaltet ab, wenn ihr es grusig findet. Aber wenn du Dünnschiss hast, gibt es so die Art von Dünnschiss von «Oh, es ist einfach ungeil» und die Art von Dünnschiss von «Bro, 5 Sekunden länger und ich schieße mit die Hose». Und es war genau diese Art gewesen. Also ich habe wirklich so gemerkt, ich musste rennen. Und wir haben bei unserer Wohnung obviously nur ein WC. Heisst, ich bin wirklich reingerannt, ich so, Can, es tut mir mega leid, kannst du mir auch bitte gehen raus. Und er war da so mit seinen Tüchern, hat gar nicht gecheckt und ich bin so richtig, ja, ich habe einfach meine Hose raus und das ist wirklich mies embarrassing. Ich so, Can, gang raus, und er hat so weh gemacht und alles. Ja, und er steht wirklich einfach nur da und ist so schockiert. Ja, aber das war so lustig, weil ich konnte nichts machen. Ich habe keine Beherrschung mehr gehabt. So, mein Körper hat mich übernommen und hat für mich entschieden. Also, ich kann nichts machen. Ich bin einfach, ja, ich habe mich einfach ergeben. Genau, das ist, glaube ich, wirklich, also ich würde sagen, funny schon. Mittlerweile finden wir es super lustig. Und ich habe ihn eben auch gefragt, was ist der lustige Moment der Woche? Und er war schon so, Bro, du musst das erzählen. Gashi, kommst du wieder rauf? Nein. Er ist jetzt gerade der Mittelpunkt von dieser Podcast-Folge. Okay, nächste Woche ist wieder nicht mehr da, darum wir müssen das noch schätzen. Und jetzt vielleicht nehme ich die Podcast-Folge ein bisschen früher auf. Ich finde es echt voll cute, wenn er mal da ist. So, das müssen wir schätzen. Genau. Das ist so ein bisschen neu. Und, oh Leute, was ist das neu? Nein, sorry, jetzt bin ich gerade abgelenkt. Das war eine crazy Story gewesen, aber jetzt kommen wir zu den Updates von der Woche, Leute. Es gibt ein paar Updates. Also zum einen mal, ich weiß auch nicht, wann ich es ändere, aber ich habe finally ein neues Profilbild. Ich habe ja letzte Woche erzählt, dass ich ein Fotoshooting hatte für das neues Profilbild und so und dass es geil war und dass ich es noch bearbeiten muss und jetzt ist es finally fertig.
Und ich bin so mega gespannt, was ich werde jetzt sagen, weil ich bin mega zufrieden. Ich habe ja ich habe mein altes Podcast-Profilbild vorher schon geil gefunden und es ist mir aber irgendwann auf die Eier gegangen. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, vom Inhalt her habe ich gefunden, es passt nicht so, was auf dem Bild ist. Es sieht aus wie so ein Back-to-School-Bild mit diesen Farben, die so kindlich sind und dann auch so mit dem Wort «Znüni-Pause». Es klingt wirklich einfach, als wäre es so ein Kinderpodcast für so 8-Jährige oder so. Und dann eben auch mit den Znüni-Boxen drauf, wo alles so mega pink und mega grün und rot und weiß auch nicht was. Also wirklich irgendwie habe ich so gemerkt, oh, es kommt wieder, kommst wieder, Bre, hoi. Sehen wir denn? Ja. Ja, dort habe ich einfach gemerkt, es fuckt mich hure ab. Und ich habe es nicht mehr sehen. Es ist mir wie jedes Mal, wenn ich länger darüber nachgedacht habe, habe ich das Bild schlechter gefunden. Und ich wollte mehr so richtig ein girly-Bild haben. So ein bisschen Farben lila, ja doch, violett und Türkis, weil das sind so meine 2 Lieblingsfarben. Und ich finde das so eine geile Kombi, die 2 Farben zusammen. Und ich kann das irgendwie so reinbringen. Und dann noch so ein bisschen, also ich blende es jetzt zwischen so ein bisschen ein, dann sehen das so ein bisschen der Vibe. Ich kann gleich noch so 9-Pause-mäßig etwas reinbringen. Darum telefoniere ich mit einer Banane. Hure kranke Idee, oder? Und was habe ich noch? Ich habe noch so ein bisschen Sterne um mich herum, weil ich weiß nicht, ich benutze, also meine Identität sind eigentlich Sterne. Ich habe Sternenketten, ich habe Sternenspengeli. Mein ganzes Leben besteht aus Sternen und irgendwie finde ich das geil. Darum Sterne. Ist doch schön. Und sonst, was ist noch? Ja, ich chill im Pyjama. Ich finde, das ist so ein cozy Vibe. Brauchen wir, lieben wir, geil. Ja, ich bin extrem gespannt, ob euch das Bild genauso gefällt wie mir. Ich bin wirklich mega, mega happy. Ich finde es richtig geil. Und eben, ich hoffe, euch gefällt es. Ich könnte mega gerne, schreibt in die Kommentare, wenn ihr es findet. Und schreibt in die Kommentare, ob ihr es besser findet als das andere. Und wenn es, oh nein, geh nicht auf meinen Laptop und stell meinen Podcast ab. Bro, ich habe es wirklich geschafft, mein Equipment da. Jetzt hat es kurz abgestellt. Aber alles so gut, ihr habt wahrscheinlich nicht gemerkt. Du Siech, Alter. Ja, es läuft alles noch gut. Oh mein Gott, Alter, ich habe jetzt gerade kurz gedacht, es löscht irgendetwas, da wäre ich hure hässlich gewesen. Heute kann ich nicht reden, aber ich sage ehrlich, es ist 1:15 schon in der Nacht. Und morgen ist eigentlich einer der wichtigsten Tage in meinem ganzen Leben. Ich habe morgen einen mega wichtigen Dreh. Ich habe ja letzte Woche erzählt, dass ich für das Studium für das Zürich Filmfestival arbeiten muss. Und meine Aufgabe ist so, jetzt bist du wieder da. Oh, sorry. Du bist so ein herziges Gesicht. Nein, gar nicht. Ja. Und dass ich für das Zürich Filmfestival arbeiten muss. Und meine Aufgabe ist, ein Interview machen. Und wir können wählen zwischen einer Person oder 2 Personen. Und ich habe mich für 2 Personen entschieden, weil ich einfach dachte, viel geiler, irgendwie, das ist auch nicht so der Vibe so. Und jetzt habe ich heute Morgen den Film dazu angeschaut, also kurz für Zürich Filmfestival, dort schaut man einen Film und wir können einen Film auswählen und nachher so ein bisschen die Leute dazu und ich habe mit den 2 Schauspielerinnen und ich freue mich mega, also ich glaube, das wird mega spannend. Ich habe den Film aber eigentlich mega gut gefunden. Also der Film heisst «When We Were Sisters», also könnt ihr unbedingt anschauen. Ich habe wirklich noch nice gefunden. So. Und es ist ein schweizerdeutscher Film. Wir müssen da die Schweizer Filmkultur ein bisschen supporten. So. Es ist zwar immer noch mega ungewohnt, aber ja, es ist irgendwie auch nice, weil es ist so, ich weiß nicht, für uns vielleicht auch ein Vergleich, wie wenn ihr Schweizer Influencer verfolgt. Es ist irgendwie einfach noch ein bisschen näher als, weil es halt einfach in der gleichen Umgebung, die gleiche Sprache, ich weiß nicht, die gleiche Kultur irgendwie so, das finde ich irgendwie hure geil. Ja, auf jeden Fall ist das aber gleichzeitig fucking stressig. Oh mein Gott, die Woche, ich weiß nicht, meine Woche war so gewesen. Ich habe Mental Breakdowns gehabt, ich bin der glücklichste Mensch gewesen. Also Stand letzte Woche war, dass ich sie angefragt habe und noch keine Zusage bekommen habe. Und ich bin wirklich in meiner Klasse eine von der letzten gewesen, die eine Zusage bekommen hat. Und das Ding ist halt, also stellt euch vor, so, ihr schickt alle gleichzeitig quasi das Mail, also eine Anfrage an die Leute und dann kommen zuerst mal die Ersten, hey, ich habe eine Zusage bekommen, ich habe auch eine Zusage bekommen und du hörst nichts und nichts und nichts und nichts und ich habe so 5 Tage lang nichts gehört und das Ding ist, es kann ja auch sein, dass die niemals antwortet und da musst du mega spontan etwas anderes finden und da musst du auch noch hoffen, dass die dann in dieser spontanen Dings auch noch zusagen und das alles innerhalb von 2 Wochen, also es war ein riesen Stress gewesen. Und irgendwie eben die 5 Tage lang, wo du einfach nichts hörst, die sind Horror, also wirklich so, ich kann erst mal so richtig entspannen, so ein bisschen, wo ich dann die Zusage bekommen habe, oh mein Gott, ja. Das war sehr nice gewesen. Und
ja, dann ist es so ein bisschen ans Planen gegangen und ich sage euch, es ist, oh mein Gott, nein, es ist anstrengend. Weil du musst halt die ganze Kulisse planen, du musst planen, wie du deine Lichter willst einstellen, du musst eine Location finden, wo du das Ganze willst drehen. Du musst natürlich auch Kameras, ich habe jetzt filmen mal mit 3 Kameras, mit so grossen, also mit FX3, Sony, für die sich mit Kameras auskennen. Da musst du vom Ton her überlegen, weil die müssen ja alle auch noch da ein Mikrofon haben und dann das verbinden. Und das ist mal so das eine, das musst du alles organisieren. Plus, dann musst du auch noch inhaltlich organisieren, wie du das Ganze willst aufbauen willst. Ich habe glaube letzte Woche schon erzählt, dass ich ein «Ich oder du» will machen, so das «Wer würde eher» Format von YouTube damals, weil ich das irgendwie einfach nice finde und so eine geile Art von Interview, wo du halt wie so ein bisschen mit so ein bisschen Lustigkeit und so, mit Witz spielst. Jetzt habe ich alles so ein bisschen gebastelt. Also zuerst mal nur schon von der Location. Im Film, also der Film ist in Kreta in Griechenland gedreht worden und ich habe jetzt die ganze also alles so ein bisschen so gestaltet, dem griechischen Vibe. Da habe ich Stühle gesucht, so 2 blaue. Ewigkeit, Alter, ist das Pain gewesen, da, zum Umrennen. Meine Eltern sind nachher, peace out, sind nachher für mich umgerannt. Die sind irgendwo in einem Brocki, haben 2 blaue Stühle gefunden. Das ist richtig, richtig nice. Dann habe ich noch Sachen gebastelt, dass ich oder du... Oh, das habe ich sogar da. Soll ich mal zeigen? Schau mal, seht ihr das? Wie krass. Du, ich... Und das ist so eine Kamera. Also ich habe mir richtig Mühe gegeben, okay? Ja, und jetzt ist eben morgen der Dreh. Ich bin kinda nervous, weil also vom 2 bis zum 3 ist der Dreh und ich muss halt alles vorher organisieren. Dann ist auch noch ein Stress, dass ich also ins Fotostudio kann, wo meine Location ist, weil es am Morgen noch Leute hat. Ja, es ist mega hardcore Stress. Und meine grösste Angst ist eigentlich, dass irgendetwas vom Equipment nicht funktioniert. Also wir sind so eine Dreiergruppe und also eingeteilt worden und jeder hilft jedem so beim Dreh. Und heute hat eine ihre erste Dreh gehabt und die anderen 2 haben ihr geholfen. Und es tut mir so leid, es ist so viel schief gelaufen, weil wir sind mega im Stress waren und wir hätten noch Kameraeinstellungen machen und den Ton, also das Lavalier, das Mikrofon quasi mit der Kamera verbinden. Und das hat nicht funktioniert. Und dann kommen die Leute an und weißt, es sind ja crazy Menschen teilweise. So, die nehmen sich extra eine Stunde Zeit und sind eigentlich so, weiß auch nicht, keine berühmte Schauspieler. Klar ist jetzt nicht gerade Kate Winslet, aber gleich so und Regisseure, die da kommen und da kannst du ja nicht einfach sagen, ja, können wir anchillen, wir müssen jetzt eine halbe Stunde alles einstellen, Leute. Und sie haben nur eine Stunde Zeit gehabt, sie sind ja voll im Zeitstress und haben nachher eine Stunde wieder müssen gehen. Also es ist ein riesen Pain gewesen. Ich bin dann am Umsäckeln um ein zweites Mikrofon zu suchen, weil das eine nicht funktioniert hat und alles. Also wirklich so, wir sind alle am Schwitzen des Lebens gewesen. Vor allem dann hat es noch während dem Dreh, hat zuerst die eine Kamera zu heiß gehabt und hat einfach abgestellt. Und wir mussten dann eben unterbrechen schnell, so «Sorry, können wir schnell warten». Die Kamera muss schnell runterfahren, damit man sich wieder anstellen kann. Das war schon mal fucking peinlich gewesen. Und dann kommt beim zweiten Mal, hat dann der Ton auf einmal nicht mehr funktioniert, weil wir mussten Batterien wechseln. Dann hast du 50 Mal Batterien da und alle haben keinen Akku mehr gehabt. Oh mein Gott, nein. Und du hast dann, also ich weiß auch nicht, sie haben halt über einen mega ernsten Film, also so einen tiefen Film geredet, weil so eine wahre Geschichte und so crazy und so. Und irgendwie... ich weiß auch nicht, das ist so, oh mein Gott, ja, irgendwie für uns alle 3 irgendwie so, oh mein Gott, wann ist es endlich fertig? Und ja, es tut mir mega leid, eben sie, die den Film organisiert hat von unserer Gruppe, sie ist auch mega so, hat nachher so scheiß Gefühl gehabt und hat sich irgendwie geschämt und so das Gefühl gehabt, sie findet mich jetzt scheiße. Ja, nein, darum, ja, also mega, mega scheiße. Und ich wirklich, also für mich war es eine Hardcore auch Lektion gewesen, dass ich morgen. Also zum einen macht es mir Angst und zum anderen ist es ja in dem Sinn, habe ich so gecheckt, okay, ich muss jetzt wirklich lieber zu früh ready sein und dann einfach eine Stunde warten, als dann im Stress noch, dass Sachen nicht funktionieren. Also eben, du musst immer mit Sachen rechnen, die nicht funktionieren, aber oh mein Gott, heute ist glaube ich wirklich alles schief gelaufen, was hätte schief laufen so. Genau, darum ich hoffe, dass das morgen gut kommt. Ich erzähle dann unbedingt nächste Woche, wie der Dreh gelaufen ist und alles. Ich musste dann mega im Stress. Ich habe glaube nur so 1 oder 2 Tage Zeit, um das ganze hure Video zu schneiden. Also ich bin tot nach all dem ganzen Scheiß. Ich musste dann noch ein TikTok für ihren Kanal machen. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich das noch wieder überlebe. Aber ich habe sehr viele Leute, die mich momentan unterstützen. Also Can ist auch wirklich daily für mich da. Er ist eigentlich mein Therapeut, sagen wir es so. Zum einen mein Therapeut und zum anderen wo ich alle meine Sachen bespreche über mein Projekt.
darum ja, macht auch hure Sinn, dass ich jetzt am 1:45 nach den Podcast aufnehme und wach bin und ich sollte eigentlich genug Schlaf habe. Aber irgendwie schaffen wir das, Leute. Ich weiß gar nicht, interessiert euch das eigentlich so? Weil das ist vielleicht auch voll, also vielleicht könnt ihr ganz voll nicht mit dem anfangen. Also Frage, interessiert euch, wenn ich von meinem Studium so Sachen erzähle oder eher nicht? Eben wie gesagt, weil ich kann ja voll nicht einschätzen, ob das spannend ist oder nicht. Aber ich erzähle ja eigentlich einfach von meinem Leben, was momentan los ist. Und das ist wirklich gerade ein Main-Ding, wo halt mich ultra beschäftigt und ultra stresst. Genau, das ist so ein bisschen das. Und ich habe gedacht, für diese Podcast-Folge, ich habe jetzt schon recht viel Intro gemacht, habe ich mir so ein bisschen ein Thema bereit von einer Zuschauerin, die sich das mega fest gewünscht hat. Sie hat, glaube ich, sogar mehrere Kommentare geschrieben. Und zwar hat sie das Problem, dass sie wann ist es? Im August, hat sie mit ihrer besten Kollegin haben sie, also warte schnell, ich lese schnell die Nachricht vor, das ist glaube ich einfacher. Sie haben ihr geschrieben: «Hey Nati, ich und meine beste Freundin haben vorgestern nach 4 Jahren unsere Freundschaft beendet. Es fällt mir mega schwer und es wäre mega lieb, wenn du vielleicht in deinem Podcast mal über das könntest reden und ein paar Tipps sagen, um sich ablenken. Es wäre mega lieb.» Und ich mache das sehr gern, weil ich kann auch mega relaten. Ich kann auch schon mal so einen Moment gehabt, ich habe das Gefühl, also mir hilft es mega fest, wenn ich von anderen Menschen so ein bisschen höre, wie sie mit dem umgegangen sind und was ihnen geholfen hat und so. Und darum kann ich da sehr gut auch von meiner Situation erzählen. Und vielleicht sind ja auch ein paar momentan in dieser Situation. Ich finde, das kannst du auch irgendwie so eine beste Kollegin, also so kontaktabbruchmäßig, kann man irgendwie schon auch mega vergleichen mit so einem Break-up von einer Beziehung. Weil das ist schlussendlich, oder wenn irgendjemand nahe einem gestorben ist oder keine Ahnung, weil das ist ja wie einfach ein mega geliebter Mensch oder so ein mega tiefer Anker in deinem Leben, der einfach rausgerissen wird. So. Und obviously also ist das so schwierig, mit dem umzugehen. Voll. Also ich kann sonst mal von mir erzählen. Oh, ich weiß es gar nicht, wie tief erzählen, aber ich hatte eine beste Kollegin im Gymi. Wir sind wirklich sehr, sehr fest eng gewesen. Also ich habe glaube noch nie in meinem Leben, und ich kann mir auch vorstellen, dass ich nie mehr in meinem Leben so eine beste Kollegin wird haben, wie sie war. Wir sind mehr als Schwestern gewesen. Wir haben alles voneinander gewusst, wir haben das können lesen. Also wirklich, und für meine Vorgeschichte so, ich hatte ja nicht so eine schöne Mittelstufe, Unterstufe gehabt. Sek war okay gewesen, aber ich hatte nicht so gute, also so enge Kollegen. Also ich hatte es oberflächlich mit allen gut gehabt, aber ich hatte jetzt nicht so eine tiefe, beste Kollegin gehabt. Und als ich dann ins Gymi gekommen bin, habe ich so am ersten Tag mit ihr, wir sind so gewesen. Und ja, also ich habe das noch nie erlebt, so auf diese Art. Und dass es dann irgendwann, also ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass es irgendwann mal zu so einem Moment kommt, wo wir ja, in dem Sinne einen Kontaktabbruch hatten. Voll. Es hat sich bei uns so ein bisschen durch mehrere Parts gegeben. Ich möchte eigentlich gar nicht so tief reingehen. Aber es ist grundsätzlich, es waren mehrere Faktoren gewesen. So, sie hat Problems gehabt. Ich war teilweise so ein bisschen der Blitzableiter gewesen. Wir sind beide noch jung gewesen, wir haben uns auseinandergelebt, wir haben unterschiedliche Interessen gehabt. Es war teilweise schwer gewesen, weil ich Social Media gemacht habe. Ja, es waren mehrere Faktoren gewesen. Es ist gerade mega schwierig. Also ich weiß nicht, ob es jetzt so schlau ist, das in der Öffentlichkeit zu sagen. Vielleicht rede ich irgendwann mal noch drüber. Ja. Aber auf jeden Fall habe ich das auch schwierig gefunden. Weil du bist in dem Clinch, dass du eigentlich weißt, also es hat ja seine Gründe, warum man vielleicht gerade einen Kontaktabbruch macht oder eben warum man sich trennt. Und man weiß im tiefen Inneren, dass man das gerade braucht, dass eigentlich, ja, eben, dass man das gerade braucht. Das kann sein, dass die Beziehung sich irgendwie so ein bisschen in eine toxische Richtung entwickelt und das muss gar nicht unbedingt heißen, dass die andere Person oder dass du toxisch bist, sondern einfach, dass sich irgendwie so entwickelt hat, dass die Dynamik zwischen euch nicht mehr so gesund ist und ihr euch einander nicht mehr so gut tönt oder ja, dass ihr eigentlich besser ohne den anderen so sind, obwohl ja, das gleich ein mega vertrauter Mensch ist und du dich ja eigentlich weiter daran gewöhnt hast und du gleich kannst dich selber sein und dich fallen lassen. So, das kann eben auch gut in einer Beziehung sein, dass du jemanden liebst, dich gewöhnt bist. Also weißt du, so, wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Wenn wir mal in dem Ganzen drin sind, ist das so schwer zum Loslassen. Also ich meine, es gibt ja Menschen, die sind in einer komplett
toxische Beziehung, Bro, wo manipuliert wird, wo teilweise sogar körperlicher Kontakt angewendet wird, wo geschrauen wird, wo beleidigt wird. Und als außenstehende Person ist das so schwer zum Nachvollziehen, weil du bist so, hey, what the fuck, mach doch einfach Schluss, so, der tut dir offensichtlich nicht gut. Aber wenn du dort in dieser Situation bist, dann bist du emotional abhängig. Du bist an die Situation gewöhnt und die Vorstellung, das nicht mit deinem Leben zu haben und einfach den Part rauszureissen, hat man das Gefühl, ist viel schmerzvoller. Und eben, wenn du mal an dem Punkt bist, wo ihr einen Schlussstrich zieht, dann ist es auch mega schwierig. Eben, weil du musst dich umgewöhnen. Du hast vielleicht auch Angst und ja, bist grundsätzlich einfach traurig, obwohl du vielleicht im tiefen Inneren schon weißt, es braucht es gerade. Vielleicht muss es ja nicht mal heißen, dass es für immer ist, aber jetzt braucht es gerade. Es muss so ein bisschen Gras drüber wachsen können. Voll. Aber ich finde es jetzt noch schwierig. Ich kann jetzt natürlich deine Situation, du mir den Kommentar geschrieben hast, jetzt nicht schildern, ich nicht weiss. So, eben weil es ja immer unterschiedlich ist. Aber ich kann auf jeden Fall mega, mega gut verstehen, dass das ultra schwer ist. Und ich glaube, es gibt auch nicht so das perfekte Rezept. Aber ich glaube, also ich habe jetzt gleich mal ein paar Sachen aufgeschrieben, wo mir gerade so in den Sinn gekommen sind, was mir damals so ein bisschen geholfen hat. Ein Punkt ist auf jeden Fall mal, nimm dir Zeit. Das heisst zum einen, nimm dir Zeit zum traurig sein. Ich finde, das ist voll okay, auch eben in einer Beziehung. Ich finde, das ist sogar wichtig, weil eben, wie gesagt, das ist ein Mensch, der dir mal so nahe gestanden ist und wo einfach jetzt weg ist. So. Logisch trauern wir dann noch um die schöne Zeit und die schönen Erinnerungen und eben gleichzeitig ist es auch so ein bisschen Angst vor der Zukunft. Darum nimm dir Zeit. Ich habe damals auch, weißt du, so manchmal einen Moment gehabt, wo ich so war, ja, mega, mega gut, ich bin so froh, dass das jetzt fertig ist. Und dann gibt es mit dem Moment, wo ich einfach am alte Bilder anschauen war, am komplett heulen war, am nachtrauern war. Und es hat gleichzeitig auch gut da. Ich finde so, Brüllen ist in der Gesellschaft mega als, oh mein Gott, du musst doch nicht brüllen. Aber Brüllen ist so healing. Also, wenn wir ehrlich sind, so, dann ist ja Brüllen etwas, wo so, du kannst so deine Gefühle, du bist nicht am Auffressen, sondern du kannst es mal laufen lassen. Es kann mal raus. Und ja, manchmal bin ich gerne am Brüllen. Manchmal, also, was heisst manchmal? Eigentlich immer. Ich finde, Brüllen ist eigentlich etwas mega Nices, solange du natürlich den Raum für dich nimmst, dir Zeit nimmst, vielleicht allein gerade bist in deinem Zimmer oder am Abend oder whatever so. Nimm dir die Zeit, um einfach deine Emotionen mal können loslassen, um mal denen den Raum geben. Und ja, also ich bin zum Beispiel auch ein Mensch, der mega gern das macht, indem ich zum Beispiel, das ist mega doof, aber mit der Kamera reden. Also manchmal tue ich auch mein Handy aufstellen und einfach mit mir selber reden, was ich gerade fühle, voll rausbrüllen, alles mögliche, einfach mal komplett einfach alles rauslassen. Und ich finde es manchmal fast ein bisschen einfacher, also zum Beispiel Tagebuch schreiben wäre ja eigentlich auch etwas Geiles, aber ich merke so, ja, es ist mir jetzt anstrengend mit dem Stift und so und darum, so das Video ist so perfekt. Und ich weiß nicht, aber manchmal, ja, finde ich es einfacher, um das jetzt zum Beispiel mit einem Video machen, als wenn jetzt eine gegenüberliegende Person ist. So, das tut manchmal safe auch gut, so mit anderen Menschen darüber reden und vielleicht von anderen Tipps holen und Meinungen hören oder eben vielleicht auch, wenn andere von ihren Situationen erzählt haben, weil sie mal etwas Ähnliches gehört haben. Aber so, dass mal hässig sein, mal alles rauslassen, das ist schon am einfachsten bei Personen, die dir halt mega, mega nachstehen oder wo du einfach 100% kannst dich selber sein. Und das kannst du ja, obviously, wenn du alleine bist, kannst du das am einfachsten. Und das hat mir mega, mega geholfen, um einfach eben, wir können den Raum nehmen und können traurig sein und können die Gefühle zulassen. Und manchmal kann es auch ein Gefühl sein von, man ist jetzt eben hässig und dann einfach mal rauslassen. Einfach mal einen Brief vielleicht an die Person schreiben. Falls die Person irgendetwas gemacht hat, das dich verletzt hat, dann hock an, schreib einen Brief und der muss ja nie abgesendet werden, aber dann kannst du mal Emotionen zulassen und die nicht in dich reinfressen, sondern die werden einfach mal raus. Ja, das finde ich extrem wichtig, dass du nicht Sachen in dich reinfrissst, sondern dich konkret mit dem auseinandersetzt und das rauslässt. Also, ich weiß nicht, vielleicht bin ich jetzt gerade am crazy, aber ich sehe das irgendwie mega bildlich, dass die Negativität und die ganzen Emotionen so fest in mir rein sind, dass ich nie wird können abschalten. Und wenn ich die kann
rauslasse, quasi aus meinem Körper, so wie mit Tränen oder mit hässig sein oder mit Schreiben oder whatever, oder mit Reden, dann habe ich das Gefühl, ich bin so, das ist dann nicht mehr in meinem Körper und ich habe das Gefühl, also ja, ich studiere keine Psychologie, ich weiß nicht, ob das, oder keine Naturwissenschaften, aber irgendwie macht das für mich so voll Sinn und darum, ja, geht es mir meistens nachher dann auch besser, als wenn ich es die ganze Zeit mich. Ich finde, das kannst du so auf jede Situation übertragen. Also allgemein, ich finde es extrem wichtig, können sich Raum geben für seine Emotionen. Voll, das ist so das eine, eben so mit anderen Menschen auch noch sonst reden. Vielleicht, wenn ihr Zugang zu euren Eltern habt, mit denen. Voll. Ich habe damals auch mit dem Can mega, mega viel geredet. Ja, weil er ist ja gleichzeitig auch noch ein Anker in meinem Leben gewesen, so. Darum voll. Ja, und das andere... Ah nein, das war schon alles gewesen. Perfekt. Aber was ich noch sagen wollte, eben dass der Auslöser, ich finde, es kann ja so mehrere Auslöser haben und das kann zum Beispiel sein, eben, dass ihr einander euch nicht gut da habt und ja, dass ihr euch auseinandergelebt habt oder also wie Menschen verändern sich ja. Falls ihr das noch nie gehört habt, also ich glaube, das ist sogar naturwissenschaftlich bewiesen, aber Menschen ändern sich alle 7 Jahre ändern. Vielleicht habt ihr das auch euch schon gemerkt, dass du eigentlich alle 7 Jahre so ein bisschen einen Charakter-Change hast, vielleicht auch ein bisschen vom Aussehen, aber schon charaktermäßig, dass du auf einmal vielleicht andere Interessen hast. Vielleicht bist du als Kind mega introvert gewesen und jetzt bist du ein ultra-extrovert so, und das hat einfach mit dem zu tun, dass wir uns ständig verändern und darum ist es ja wie auch logisch, dass wenn du in einer Freundschaft bist, dass es mega gut möglich ist, dass ihr auseinanderlebt, dass ihr vielleicht auf einmal andere Interessen habt. So, als ihr euch kennengelernt habt, hat euch vielleicht die Schule verbunden oder ein Hobby oder, weiss doch nicht, es kann mega banal sein, dass ihr die gleiche Musik hört oder so. Und irgendwann verändert sich das und ihr habt auf einmal wie nicht mehr so Gemeinsamkeiten oder vielleicht sogar im Gegenteil, haben gewisse Themen, die so ein bisschen Reibungspunkte sind, weil ihr da unterschiedlicher Meinung sind. Ja, das hat so viele Möglichkeiten. Und eben so, das haben ja ich und meine damals beste Kollegin auch gehabt, dass wir uns einfach auseinandergelebt haben, unterschiedliche Interessen hatten, viele Reibungspunkte hatten. Und wir haben beide gemerkt, dass es den Abstand braucht. Wir haben jetzt nie einen Moment gehabt, wo wir so waren, wo wir uns getroffen haben und gesagt haben, okay, wir machen jetzt einen Schlussstrich, bis auf nie mehr Wiedersehen. Sondern das hat sich schon so ein bisschen, wie sagen wir dem, so ein bisschen entwickelt, dass es sich langsam auspendelt. Also das Gym war dann auch fertig und sie ist auf Lausanne und ja, whatever so. Es hat sich mega auseinandergelebt. Und ich habe für mich mega fest gemerkt, dass ich das ultra brauche, den Abstand. Also es hat ja wirklich Momente gegeben, wo ich, wenn irgendjemand über sie geredet hat, irgendwie meine Mauer so, das hat mich ultra triggert. Also ich habe wirklich, ja, ich habe wie gemerkt, also ich habe dann auch mit einer Familie gesagt, können wir bitte nicht über sie reden oder einfach so, ich weiß auch nicht, ich habe wie gemerkt, so, ich brauche den kompletten Abstand. Nur schon wenn irgendwie in meinem Raum, sage ich mal, so sie vorkommt, dann habe ich wieder das Gefühl gehabt, sie ist jetzt wieder zu fest so da. Ich brauche jetzt wirklich den Abstand, wo einfach mal Gras drüber wachsen kann. Und das ist irgendwie so mega schön. Also ich habe wie gemerkt, dass ich das gebraucht habe. Weil es hat jetzt vor einem Jahr, also für euch schnell zu wissen, ich habe das Gymi abgeschlossen im 2021, also vor 3 Jahren. Und vor einem Jahr habe ich sie, ja nicht das erste Mal, ich habe sie immer mal wieder irgendwo so ein bisschen halbwegs gesehen, so an einer Party, aber ich habe vor einem Jahr das erste Mal wieder das zweite etwas mit ihr gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das zugekommen ist, aber dann haben wir uns dort getroffen und wir haben, ja, ich habe das erste Mal einfach meine Hose runter, ich habe gemerkt, ich brauche das. Wir haben richtig über die Zeit damals geredet, Sachen verarbeitet, Sachen angesprochen, die einem damals gestört haben, die einem verletzt haben. Weil eben, vielleicht ist das damals, wir sind auch jünger gewesen, wir haben unsere Probleme gehabt, sind vielleicht mehr für uns, also mit unseren eigenen Problemen beschäftigt gewesen. Und es hat so gut da einfach mal alles anzusprechen. Und es war auch mega weird gewesen, weil man hat sich zwar 2 Jahre nicht gesehen, 0 Kontakt gehabt, man hat ja nie so Lebensupdates gemacht oder irgendwie so, es ist auf einmal ein fremder Mensch. Und wenn du die Person wieder siehst, Digga, das ist so krank, das fühlt sich an, als wäre es einfach kein fremder Mensch. So, es ist einfach bei uns instant, das Vertrauen, das grundtiefe Vertrauen ist
immer noch da gewesen. Und ja, das ist irgendwie schon noch speziell. Auf jeden Fall haben wir das mega gute Gespräch gehabt und ich kann ihr auch, wie müssen sagen, wir haben voll offen können reden, voll ehrlich, ich habe voll können mich selber sein und sie auch. Und ich habe ihr müssen sagen, ich brauche das Gespräch mega, um das alles ansprechen und eben, wie ich vorhin gesagt habe, das aus meinem Körper so ein bisschen rauszubringen. Voll, und das hat mir mega gut getan. Und ich habe gleich gemerkt nach dem Gespräch, dass ich wie einen Moment brauche, dass jetzt nicht einfach ist, jetzt haben wir darüber geredet, jetzt ist alles gut, sondern jetzt muss das Gespräch ein bisschen sacken lassen. Und wir haben dann eben ein Jahr lang eigentlich wieder nichts so mäßig mega zu tun gehabt. Und jetzt gerade letzte, es ist mega aktuell, darum finde ich es auch gerade so passend für die Podcast-Folge, haben wir mega spontan, also eigentlich mega cute, sie hat irgendwie so, oder habe ich habe auf eine Story von ihr reagiert, so dass sie mega das Glow-Up gehabt hat. Also ich finde, dass sie mega gut ausgeht, mega das Glow-Up gehabt hat und sie so, ja, danke und so. Sie hat gerade letzte müssen an mich denken und ich so, wirklich, ja, lustig, ich auch gerade. Und sie hat dann geschrieben, hey, wärst du down, wieder mal etwas machen? Und ich so, ja, safe. Also ich habe gemerkt, ich habe so Lust und das habe ich vorher nicht gehabt. Also wie in dieser Phase habe ich nicht mehr ihren Namen hören, also mich alles so triggert und ich habe, wenn ich gewusst, dass ich an die Party kann ich nicht gehen, es mega hart, also sie weiss es auch, wir haben über alles geredet so. Ich habe den Abstand einfach gebraucht und ich habe mich so gefreut, dass ich an den Punkt angekommen bin, wo ich mich wieder richtig von tiefem Herzen freuen, um sie wieder zu sehen. Und eben, jetzt haben wir wieder so ein bisschen plus minus regelmäßigen Kontakt. Ich glaube, es wird nie mehr der Fall sein, dass wir so richtig Best Friends sind. Also, ich sage niemals nie so, aber ich finde es mega schön, dass wir wieder eine Dynamik gefunden haben und einfach wieder uns vertragen können und wieder gute Gespräche haben. Und eben, wir haben uns dann auch eben jetzt schon ein paar Mal getroffen und es fühlt sich einfach an, als wäre die Zeit nie gewesen. Also die Zeit, wo wir uns nicht gesehen haben. Und das finde ich mega schön. Und darum habe ich das Gefühl, dass es das eben manchmal in einer Freundschaft braucht. Ob es jetzt eine Pause ist oder ob es jetzt einfach ein Bruch ist. Aber wenn es in einer Freundschaft oder in einer Beziehung so weit kommt, dass die Person dir eigentlich nicht gut tut oder euch einander nicht gut tut. Und gerade im Teenageralter, Bro, da hast du so viel Reibungspunkte an Stress von der Schule, von der Leistung. Du bist selber mit dem Aussehen unglücklich. Wir haben uns auch die ganze Zeit miteinander verglichen. Also ich bin die ganze Zeit jealous auf ihre Beine und sie ist jealous auf meine Nase und auf meinen Bauch. Und es hat sich so in eine Richtung entwickelt, die einfach nicht mehr gesund ist, wenn man eifersüchtig auf den anderen war. Und einfach so Sachen. Jetzt sind wir erwachsen geworden. Wir sind beide plus minus sozusagen glücklicher in unserem Körper, haben die Probleme von früher, sie sind nicht mehr da, einfach so Sachen. Und ja, es hat einfach die Zeit gebraucht. Und vielleicht ist das bei dir auch der Fall, dass, also eben, ich weiss halt nicht genau, was euer Grund so war, warum ihr den Schlussstrich habt. Aber je nachdem braucht es das vielleicht. Also vielleicht ist es, ja, es ist auf jeden Fall schwer, mit dem umzugehen. Aber es ist vielleicht ja gleich eine gute Entscheidung. So. Auch wenn es weh macht. So. Es gibt auch so einen Spruch, manchmal tut festhalten mehr weh als einfach loslassen. Ja, und ich finde, das beschreibt es eigentlich relativ gut. So. Manchmal ist ein Abschied zwar traurig, aber vielleicht besser. Ja. Weil es einfach nachhaltig euch happier macht. So. Und eben vielleicht auch für eine Freundschaft voll kann gut sein und gesund sein. Also falls ihr auch so eine ähnliche Erfahrung gemacht habt, irgendwie mit einer Person in eurem Leben und ihr vielleicht wieder zurückgefunden habt oder vielleicht auch nicht. So, und in dem Moment, dass so das Schlimmste war, weil auf einmal so etwas Wichtiges weggerissen wird und dann ihr eben auf ein paar Jahre später zurückschaut und sagt, hey, es ist vielleicht eigentlich doch gut gewesen. Also falls ihr irgendwelche Erfahrungen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!